Die kolossale mechanische Schneckenmuschel ist wirklich zum Davonrennen, Freunde. Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ja, ja, Solo-Modus wäre im Prinzip eine coole Sache. Aber gerade dieses Solo-Modus-Gedöns ist, finde ich, ein bisschen fragwürdig für meinen Geschmack. Aber statt immer als Zweiter. Also da schön den Boost drin, wa? Da komm, ruf einfach an, was du hast, ist doch egal. Klee-Opfer habe ich auf der Hand, ja, schön. Ein normales Monster Stufe 5 oder höher, nein, der ein normales Monster. Das Opfer kann ich rufen, das ist natürlich schön, wir alle lieben unsere Opfer. So, Klee-Botschafter, Hatten 300 Angriffspunkte, okay, hat er auch schon mal, das ist auch schon mal gut. So, irgendwie ein Monster Stufe 5 oder höher, was generell nie schaden kann. Kann nochmal so eins rufen und noch neben den hier. Kann noch seinen Effekt aktivieren. Kann man auch das Vieh noch holen oder ich wähle ein ganz anderes. Grunde braucht jetzt auch mal ein bisschen mehr Power grundsätzlich, was hätte er jetzt mal gesagt. Pendeleffekt bringt man sowieso nichts. Komm. So, Freunde, Pendelbeschwörung. Und Boosto! Was? So kriegt ihr keinen Boost? Also ein Teil davon wäre vielleicht ganz nett gewesen. Hätte er... Warte mal. Alle Klimons, die du kontrollierst, erhalten 300 Angriffspunkte. Hä? Hat irgendwas davon gestört, negiert oder was? Ich kann natürlich zum Beispiel den Effekt hier annullieren. Ach so. Ja, jetzt habe ich es gerade gesehen. Meine Stärken, seine Senken. Umgekehrt natürlich. Meine Senken, seine Stärken. Ja, jetzt habe ich es gesehen, sorry. Vorhin echt nicht gesehen. So. Das natürlich annullieren könnte, wäre es cool. Ja, kann man da mal warten für Pfeile. Zeigt es dorthin, okay, dann mal gesagt. Den tut er sowieso stärker, also belasse ich den mal. Und ich glaube, irgendwie die beiden, glaube ich mal. Ja, ich glaube, die beiden. So, sein Effekt, warte mal, muss ganz kurz gucken. Als Ziele aus. Was? Okay, muss ich zuerst meine wählen, warum auch immer. Nehme ich den hier. Gegner kontrolliert erhalten 300, verlieren 300 Angriffspunkte. Oder seinen zu stärken. Spielt eigentlich keine Rolle. So, nehmen an, müssen wir den rufen. Ja, okay. Wo ist noch das Opfer damit aus?
Hm. Du, 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 du. Du, 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 du. Muss man nachher nochmal ein Monster rufen? Oder will ich doch schon den hier? Ja, warum nicht? So. Könnt ihr jetzt nochmal ein Klee-Monster rufen? Ein Liefergenie? Naja. Ich bleib dabei, es ist irgendwie ein seltsames Deck. So. Na, maximal 2 Monster rufen. Ja, und tut auch. Boah, Tulurana mit so viel Verteidigung ist klar, Alter. Blitzsturm. Coole Socke. So, warte mal. Noch Angriffspunkte. Aber eventuell durch sein wieder aufgehoben. Irgendwie eine vernünftige extra Deck hinzu. Spielt es eine Rolle? Nicht wirklich, wa? Ching, ching, Pendelbeschwörung. Ich beschwöre euch. Ja, meine Punkte sinken sowieso. Aber ich weiß, ihr könnt theoretisch auch ihn rufen. Aber quasi jetzt Clear-Opfer auf den anzuwenden bringt eh nichts, also lass es lieber. Dann mache ich so und statte den damit aus. Dann hat er ein bisschen mehr Power als der da. So, wiederum natürlich auch ein Problem, weil, ja, was soll er jetzt machen, wa? Du kannst ja Blitzsturm in einem Pendeldeck zu nutzen. Falls du keine offenen Karten aktivierst. Hey, ich habe immer offene Karten, ich habe ja Pendelmonster. Geht doch gar nicht anders. Ja, super. Er hat sich gelohnt, Kumpel. Dann rufe ich jetzt den hier. Die haben den selben Scheißeffekt aus er hier natürlich, weil es Normalmonster ist. Pendel Normalmonster, langsam liebe ich sie. Der bringt mir nichts, den habe ich schon. Die anderen beiden wären noch eine Option, wenn ich es halt in Kombination mit Blitzsturm und dem anderen krassen, also mit dem hier, mit den Türmen kombinieren könnte. Aber da ich Blitzsturm nicht nutzen kann, weil ich schon 2 Pendelmonster auf dem Feld habe, als Zauberkarten, also als Pendeleffekt-Karten, kann ich es eh vergessen. Also wieder dasselbe Spielchen. So, den da und den da, komm. So, und theoretisch kann ich wieder so einrufen, aber wozu? Könnt ihr auch den rufen mit den anderen Opfern, aber wozu? Warte mal, ja, okay. Lieber das Duell beenden, Freunde. Oh, Gott sei Dank, Systemstart. Victory, sauer! Yeah, und sauer auch. So, wir haben es geschafft, Freunde. Mit dem Leihdeck, ja, mein Deck, super. Clear Kopffüße, du mich auch.
G-Speer kann ich schon aktivieren. Ja, kaum freischalten. Für Duell 4 um 5. Mache jetzt nicht jetzt. Ich habe keinen Bock mehr auf die Schneckenmuschel. Komm. Szenario abschließen. Fertig im Gelände. Für heute. Die Cliffords aus Naturias heiliger Baum waren erwacht. Sie waren eine Gruppe autonomer mobiler Waffen zur Kontrolle des Systems, das das Leben auf diesem Planeten regelte. Und ich liebte noch nie so sehr normale Monster. Wenn die Cliffords eine Änderung im Gleichgewicht des Lebens bemerkten, machten sie sich daran, den Fremdkörper zu beseitigen. Die Cliffords hatten die Schattenpuppen als Bedrohung eingestuft, die beseitigt werden musste. Inmitten dieses Kampfes mit den Schattenpuppen konnten die Cliffords Els Schattenpuppe Winder fesseln und absorbieren. Und Infernoid zu befreien. Okay. Infernoid, zerstöre Schwerkämpfer, die lange in den Cliffords versiegelt waren. Oha. Die Befreiung führte zu einer noch größeren Krise, ja, kenne ich. Ah, was ist das gewesen? So geflimmert. Die Cliffords beschlossen, den Stern zu reinigen, indem sie sämtliches Leben auf der Erde auslöschten. Replanetisierung. Und tschüss. Oh, Schicksal des Planeten. Oh. Ganz krasse Scheiße. Finsterniskugel. Geht clear. So. Raus hier, Freunde. Raus hier. Ich hab kein... Das Ding geht mir auf den Sack, ganz ehrlich. Nee, nicht zum Store zurückkehren, nur raus hier. Ah. Ah. Beginn der Sternheld. Nee, ich will eigentlich schon vorher hier ein bisschen abschließen. Das heißt... Kann ich die irgendwie hier noch... Jetzt bin ich eh schon Panel-Modus drin. Ja, scheiße, wir haben noch ein paar. Komm. Versuchen Sie es nochmal. Von den Cliffords zurück zu den Dinos. Zu den Dampfdinos. Hup, hup. So. Was zum... Aber nicht für Karten. Was ist das Neue? Haben wir noch nie gesehen. Kristall und Dampf. Ein Zephyrmonster in einem Deck hinzu. Soll ich mir hier das Beste aussuchen, wa? Zephyraf. Aber eigentlich schon auf der Hand. Ganz blöd gefragt. 2 Dito-Nebel. Geistungeheuer, Zephyrah, Dingsbums. Das ist am Psi-Viech. Den Pendelbereich ändern? Schon lange nicht mehr gesehen. Okay, er hat Stufe 5. Das ist natürlich eigentlich ein Scheißbereich, ganz ehrlich. Pendeleffekt. Du kannst keine Monsters Pendelbeschwörung beschwören, außer Geistungeheuer und Zephyrah-Monster. Der bringt's ja. Toll. Ja, wie nur die Dinos, wohlgemerkt. Bei mit Stufe 6, super. Dann wozu auch jetzt beide? Oh, um Gottes Willen, ne, okay. Ich will jetzt ein bisschen ausprobieren, Freunde. Ich setze mal in den Pendelbereich. Ne, Moment. Ich habe gerade falsch geguckt. Das ist Pendelbereich 1, das ist Pendelbereich 5. Hey, ich schneide diese Karten nicht. Na komm, scheiß drauf. Ja, da hatten wir schon, dass das gar nichts bringt. Alter. Wieso kombiniert man auch sowas?
Kann ich eigentlich nur Zebra-Monster rufen. Das Problem ist halt, das Einzige, was ich auf der Hand habe, kann ich so nicht rufen. Das ist auch schön. Ja, das hat sich ja gelohnt. Alter. Kristall und Dampf. Ja, wo sehe ich hier Kristall? Ein paar Kristallungeheuer, die wären nicht. Sowas nicht cheaten, Kumpel. Ah, der gute alte Rex. Und Spinos natürlich. Rex und Spinos. Okay, jetzt machen wir eine Synchrobeschwörung oder was? Ja, passt. Gut, der Vorteil ist, es ist gleich vorbei. Alter, was ist heute los in der Aufnahme? Das war schon die letzte Folge. Was ist mit ihm begriffen? Eine Katastrophe. Ja, aber was ist das für ein seltsames Leideck, ganz ehrlich? Die schmeißt sich ja gegenseitig raus, WTF. Ich meine, das Vieh hier mag ja stark sein, aber stelle mir gerade ein bisschen schwierig vor. Weil eigentlich der Pendeleffekt hier eigentlich gar nicht so schlecht wäre. Okay. Sagen wir so Stufe 4, okay, das sollte einer hinkriegen. Ja, keine Ahnung. Schwierige Dinos, Alter. Ist das eine Karte? Ja, toll, beide Stufe. Also spielen wir beide Pendelbereich 6, das bringt's. Ja, kann ich nur den spielen. Zebra Monster mit dem Extra-Deck. Habe ich überhaupt welche? Einen, super. Ich habe ein Zebra-Monster im Extra-Deck. Mhm. Läuft. Warte mal, habe ich das gerade richtig gesehen? Glasflügel Synchrodrache tatsächlich. Gut, eine permanente Falle, stört mich also nicht. Vielleicht nutzt sogar irgendwie einen Effekt, um die Karte zu zerstören, die sonst eine Karte zerstören würde, die mir wichtig wäre. Wer weiß. Okay. Macht der eine Synchro-Beschwörung? Ne, Link-Beschwörung. Was treibt ihr da? Gut, jetzt ruft dann Link 3 Monster. Ja. Ich will auch sein Deck haben. Hey, ganz sagen, was du willst, aber Link-Monster.
So, 7. Und 6 Pendelbereich. Ja, ist super. Ja, Pendelbereich mit denen sitzen bringt mir nichts, sorry. Genauso eine Katastrophe zuvor. Oh, was ist denn das, ey? Okay, ist echt die Fallkarte gegangen. Aber auch immer. Alter, das sind Schmerzen. Ja, jetzt war eine Synchrobeschwörung. Wieso spiele ich eigentlich solche Duelle, ganz ehrlich? Toll, was soll ich da machen? Was ist denn das, ey? Ah, ich werde nie verstehen, wieso man eigentlich so gute Decks, die es gibt, also durcheinander mischen muss. Warum musste man jetzt in diesem Pendelmonster-Deck, das ich habe, verschiedene Pendelmonster-Typen vor allem reinmischen, die sich gegenseitig aufheben? Das bringt doch nichts. Klar könnte es eine Kombination geben, die so geil ist, dass er auf alles an in den Schatten stellt, aber sorry, wenn die Chance so gering ist, dass du überhaupt nicht mehr spielen kannst, macht doch keine Sau. Ja, komm, mach ihn hier. So. Ich gebe jetzt dem Deck nochmal eine Chance. Wenn es wieder nicht klappt, dann nehme ich mein eigenes Deck, aber keinen Bock mehr drauf. Spieler wählen, gib's auf die Hand zurück. Schön, ja. Muss als Spezialbeschwörung von einem offenen Extra-Deck beschworen werden. Da kriege ich sie nur hin, wenn es vorher von der Pendelzone drin gewandelt ist. Sonst geht sie gar nicht. Okay, komm, weißt du was. Setz mal. Da müssen wir irgendwie ein bisschen vorwärts machen, Freunde. Geht nicht anders. Also, sorry. So, was kann ich noch machen? Also dasselbe wie der des Pendelmonsters ist. Gut, ich kann eben Karte mal spielen und auch mein Deck ausdünnen. Die Hand aufzunehmen, vielleicht sogar ihn hier. Ich will lieber niedrigen Pendelbereich. Ne, ist eigentlich egal, weil ich habe noch Diener Nebelgeheul. Kann ich auch noch setzen, nachher zu spielen. So, Pendelbeschwörung, ja. Kann ich gleich machen. Erstmal Effektaktivierung.
Was kann ich den jetzt nicht wählen? Okay, das wäre Pendelbereich 7. Wäre eigentlich schon mal nicht schlecht. Problem ist nur, kann ich trotzdem Monster rufen? Hey, ich dachte... Und ich habe das falsch im Kopf gehabt. Ich dachte, wenn der Pendelbereich zwischen 1 und 7 ist, kann ich nur Monster mit der Stufe 2 bis 6 rufen. Ah ne, warte. Ach, ich passiert das immer wieder. Sorry, ich habe nichts gesagt. Ich wechsle immer wieder den Pendelbereich mit, übersee, warte mal, der hat ja, der hat natürlich Stufe 5 und die Pendel... Okay, haben nichts gesagt, Freunde, alles cool, alles cool. Also ich habe schon was gesagt, aber lieber nicht mich darauf festsetzen. So, ich bin ja... Also eine Handlung vom Extra-Deck. Wenn du eine oder mehr Kanon-Pendelzone hast, können die Kanoneffekte gewählt werden. Wenn sie zerstört werden. Zephyra-Pfad. Und ich könnte ihn theoretisch spielen, weil ich genau das die Voraussetzungen habe. Es sind ja Zephyra-Monster, die ich da in Pendelzone habe. Ihr könnt sie also spielen. Ups, hier so. Misch alle Monster, die du hast, und du kontrollierst ins Deck außer Zephyra-Monster. So, wird der draußen bleiben? Der, glaube ich, auch, wa? Na gut, wir werden alle draußen bleiben, super. Kann man unsere Spezialbeschwörung beschwören, außer von der Handlung vom Extra-Deck. Ja, aber er macht genau dasselbe, also... Der Effekt nützt mir eigentlich gar nichts, weil er auch Monster vom Extra-Deck und so ruft. Oder von der Hand. Ich glaube sogar, ich nehme die. Sieht relativ cool aus. Aber hier schönes. Kreuz gelingt, ja, das schon wieder. Ich sehe einen Stick. Bei dem etwas, das können wir gerne machen. Haben die anderen so viele Effekte? Dann tut auch noch ein bisschen Power. Ein Deck offen hinzufügen. Okay. Ist doch der Effekt hier? Jo, hä? Kann ich eigentlich den nutzen? Einfach mal versuchen, Freunde, weil, wie gesagt, ich mache das. Jetzt kann ich den nicht nutzen. Natürlich das stärkere Monster muss ich wählen, super. Habe ich aber nochmal einen, das ist die andere Frage. Ja, okay. Also Kreuz gelingt war. Ne, Kreuz gelingt wäre nicht. Jetzt hätte ich ihn einfach ihn wieder opfern, um den zu rufen, weil der hat eh keinen Effekt mehr. Komm, mach mal testen.
Da muss ich was abwerfen. So. Ja, stimmt, so eine Spielfeld-Zauberkarte, war. Klingt auch ein schlechter Effekt. Du. So, das ist eine normale Effektkarte. Da ist hingegen das Empfänger. Lieber den aus dem Weg räumen. Nachher nicht so machen kann. Da muss man gucken, ob ich den rufen kann. Beziehungsweise eigentlich wäre es der hier, den ich schon mal drauf habe. Mindestens 3 Ziffermonster. Ja, das ist das Problem, wa? Was macht er da? Was? Was bist du denn für ein Arsch? Ach Menno, kann wohl nicht wahr sein. Was ist das für ein Quatsch? Effektaktivierung. Panelbereich ändern. Ja, ist momentan gar nicht nötig, weil ich beide theoretisch rufen könnte, wenn es schon nicht funktioniert, weil ich nur Ziffermonster rufen kann. Oder Schattenpuppe. Ja, das ist sowieso was anderes. Warte mal. Normalbeschwörung geht ja. Was? Ah, ich hasse mein Leben, Freunde, ganz ehrlich. Den rufen wäre eine Option, wenn sie ja nicht funktionieren, war. Aber überhaupt etwas gegen das Vieh da drüben? Ein offenes Ziffermonster und ein Deck hinzufügen, außer Geistung, Zähmere, Zivandi. Spezialbeschwörung beschwören, ja super. Mal den hier. Die ist schon Empfänger draußen da. Pendeleffekt, nee. Empfänger von denen ist keiner. Jetzt will ich natürlich wissen, was sonst so als starke Monster hier hätte.
Noch irgendwas mit ein bisschen mehr Power. Der Korallendrache, die Stufe 3, war okay, dann wird es gehen. Dann machen wir mal den hier, komm. Ah, jetzt kann ich ihn rufen, Gott sei Dank. Wenn du alle kontrollierst, als Tribut anbietest, darunter mindestens 3 Zebra-Monster. Monster als Tribut anbieten, schön, sie haben schon deinem Deck. So, aber zumindest einmal gerufen, ne? Das ist quasi Nonplusultra-Viech hier. Was? Nein! Oh, ich könnte mir den Arsch beißen. Was ist denn los, ey? Oh. Wieso? Hey, ich wollte einen anderen Effekt aktivieren. Nachdem du diese Karte Spezialbeschwörung beschworen hast, das haben wir getan, kannst du während deiner Main-Phase des Spielzugs zu einer Pendelbeschwörung, eine Pendelbeschwörung und dann ein oder mehr Ziffermonster durchführen. Ja, und ich dachte, das wäre es, aber jetzt hat es irgendwie anders aktiviert und... Ach, ist das mühsam, ey. Ja, komm, scheiß drauf, ganz ehrlich. Wir haben es auch noch getan, Freund, das reicht mir. So, was kann ich hier noch Schönes tun? Komm, ganz kurz gucken, wenn ich jetzt... Wenn ich zum Beispiel den wähle. Da geht nur so, hier kann ich mehrere gleichzeitig rufen. Okay, okay. Hätten wir das schon mal. Ah, ich bin gerade richtig angepisst, Freunde. Woher sollte ich wissen, wenn auf dem Text steht, nachdem das Monster gerufen wurde, kannst du übrigens nochmal eine Spezialbeschwörung durchführen. Aha, Monster wurde gerufen, ich will es aktivieren. Ja, nee, jetzt hast du einen anderen Effekt aus, wenn aktiviert. Das ist doch beschissen, sorry. Schön, das hat sie gebracht. Nochmal das Deck ein bisschen ausdünnen. Das ist ja eigentlich auch ein Witz. Dieses Monster hier hatte ich vorhin als Spezialbeschwörung gerufen, als hier steht. Muss als Spezialbeschwörung mit einem offenen Extra-Deck beschworen werden. Ist eh schon saumäßig schwierig. Haben wir hingekriegt, okay. Und dann wurde es wieder, weil es aus Versehen ausgewählt hat, wird es zurück ins Extra-Deck gelegt. Aber ich kann es nicht wieder, obwohl es bereits einmal auf dem Feld hat, nochmal zurückholen. Geht nicht. Und sowas soll fair sein, oder was? Ich weiß doch auch nicht, Freunde. Ich weiß doch auch nicht. Ja, die Folge ist wieder mal übelst lange und so. Und ganz ehrlich. Nein, ich muss nachher eine Pause machen, das ist besser, weil ich bin momentan sowas von frustriert gerade vom Spiel. Das ist besser so, weil sonst sage ich Dinge und tue Dinge, die nicht gut sind. Das Vieh, beziehungsweise das Vieh, ich meine, zu rufen ist schon schwer genug und dann das noch. Alter. Gut, eine Rolle spielt es nicht. Weil es eh vorbei. Okay. Ich weiß nicht genau, wie wir in der ersten Folge weitermachen.
Weil, wie gesagt, wir momentan zu frustriert gerade. Deswegen werde ich da auch keine Prognose machen. Natürlich ist es Ziel, dass ich irgendwie alle mal durchkriege, aber ich glaube, das hier mache ich mit dem Light-Deck, Freunde. Weil das ist mir zu creepy, zu abgespaced, obwohl wir es gerade hingekriegt haben, zumindest mal das Scheißvieh zu rufen, endlich mal. Ich kann nochmal ganz kurz durchlesen, ne? Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen gesetzt werden, okay. Muss als Spezialbeschwörung im offenen Ex-Deck beschworen werden, indem du bla 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 bla. Und kann nicht auf andere Art Spezialbeschwörung beschworen werden. Okay. Wenn du diese Karte Spezialbeschwörung beschworen hast, kannst du während deiner Main-Phase des Spielzugs zusätzlich einer Pendelbeschwörung eine Pendelbeschwörung von einem oder mehr Zephyr-Monstern durchführen. Dann war's das. Da heißt, hätte ich jetzt den Effekt nicht aktiviert, den man zuvor gebracht hatte, hätte mir das, wäre das Monster, der Monster-Effekt, nein, Moment, muss anders sagen. Hätte ich nicht den automatischen Effekt aktiviert, hätte ich trotzdem den Effekt noch manuell aktivieren können. So. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass das irgendwie der automatische Effekt war. Ich dachte, das hier wäre der automatische Effekt. Und dann einmal pro Spielzug, du kannst ein Monster als Tribut anbieten. Ja, weißt du, wenn ihr sowieso alle Monster opfern muss, um ihn hier zu rufen, das ist logisch, dass eigentlich in dem Zeitpunkt gerade das einzige Monster auf dem Feld sein kann. Also, ich weiß auch nicht, ey. Konflikt der Dampfdrachen. Ja, du mich auch. Nein, eben, wir haben es zumindest geschafft, das Vieh zu rufen. Gibt auch ein hübsches Thumbnail, ist doch schön. Aber das mache ich nicht normal. Nee. Vielleicht am nächsten Mal. Das kann natürlich sein, dass ich das nächste Mal eine bessere Laune habe und das sogar gar nicht mehr weiß. Das kann auch sein. Nicht mehr so frustriert bin. Keine Ahnung. Nächste Folge, wie bereits erwähnt, ich will noch nicht zu sehr festlegen. Kann es dann nochmal irgendwie aktuell durchgehen. Zumindest einmal zu schaffen, nur eben auch mit eigenen Monstern, mit dem eigenen Deck. Oder, dass wir mit der Story weitermachen. Hier fehlt dann noch irgendwie Duell 5 und so. Boah, was ich alle mal gemacht habe. Das Problem ist, ich will auch irgendwie jetzt nicht so lange noch hier rumtrönen. Wir haben noch so viel zu tun hier. Oder ihr macht doch nächstes Mal da mal das, nächsten Part das hier. Legende der Sternheld. Na, das wäre doch eine Option. Wir werden sehen, Freunde. Trotz allem sage ich an der Stelle Dank fürs Zusehen. Trotz Überlänge, trotz Frustration. Wir haben trotzdem ein paar Dinge noch geschafft. Optisch zumindest. Wenn sie nicht gewonnen haben, aber scheiß drauf, sage ich mal, wie bereits erwähnt, danke fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal hoffentlich, wa? Bye bye.